ist eigentlich unser Wunsch für heute, dass wir mutig vor seinen Thron kommen, weil von seinem Thron fließt so viel Gutes. Dunja hat am Anfang gesagt, oh, ich erwarte vieles von diesem Gottesdienst. Ich bin mit Erwartung hier. Ist noch jemand mit Erwartung hier außer Dunja? Warum machen wir diese Predigtreihe Gottes Geschichte in Ephesus mit Untertitel? Wir sind als Kreuzpunkt in einer Phase, wo wir sagen, wow, Gott hat in der Gemeinde 101 Jahre viel Segen geschenkt. Menschen wurden gerettet, Menschen wurden verändert, der Segen wurde in die Stadt, in die Region reingetragen. Wir sind Gott dankbar. Aber wir wissen auch, als Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, hat sein Tod noch mehr Menschen freigekauft, hat sein Blut bezahlt, dass noch viel mehr Menschen Vergebung bekommen können, dass sie Veränderung, Befreiung bekommen können. Und diesen Unterschied zu machen, deshalb existiert Kreuzpunkt. Und wir als Gemeindeleitung, wir haben gesagt, wir wollen diese schöne Vision, die auf der Broschüre steht, wir existieren, um Gottes Herrlichkeit nach Wettingen-Baden in die Region hineinzutragen. Gottes Herrlichkeit heißt in anderen Worten, Gottes Liebe, Kraft, Güte, Freundlichkeit hineinzutragen, dafür existieren wir. Nur ist die große Frage, wie machen wir das? Und das ist das Thema, mit dem wir uns seit Monaten intensiv beschäftigen. Und die Idee wird sein, wie machen wir das? Indem wir Jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen. So eine Gemeinde ist nicht zu stoppen. Das ist die Gemeinde, von der Jesus zu Petrus gesagt hat, Matthäus 16, ich baue hier auf dieser Erde keine Institution. Ich baue eine Community, ich baue eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander verbunden sind mit offenen, ehrlichen Beziehungen. Ich baue eine Gemeinschaft von Menschen, die das, was sie empfangen haben, weitergeben und andere ermutigen und sich um die kümmern, die das noch nicht kennen. Und so wird der Name Jesus bekannt werden. Er wird das bekannteste Thema sein. Das ist der Plan von Jesus. Und wir als Kreuzpunkt sagen, wir wollen mitmachen. Danke für die Begeisterung. Ja, das ist kein Spaziergang, ne? Aber erstmal ist es eine kognitive Entscheidung. Glauben wir, dass Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, ich baue was nicht gestoppt werden kann? Ja, aber jetzt ist der Pandemie und wir können bald keine Gottesdienste. Und hat Jesus gesagt, ich baue etwas, was nicht gestoppt werden kann oder was durch politische, sonstige Entscheidungen gestoppt werden kann oder Krankheit? Und das ist eine kognitiv, müssen wir erstmal für wahr halten. Und dann im Herzen sagen, ich gehe mit. Wir sind berufen, diesen Unterschied zu machen. Und damit wir das wertschätzen können und auch sagen können, dafür lohnt es sich zu leben, will ich dir jetzt und mir einen Moment geben zum Nachdenken. Denk mal kurz darüber nach, welcher Unterschied in deinem Leben passiert ist. Bei manchen war es vielleicht ein Tag, bei manchen war es ein längerer Prozess. Aber welchen Unterschied hat es gemacht für dich, als du Jesus kennengelernt hast? Als du bewusst erfahren hast, er vergibt meine Schuld. Ich bin frei von Verdammnis, Schuld und Anklage. Mein Leben hat Sinn und Hoffnung. Vielleicht hast du es noch gar nicht erfahren. Dann kannst du es heute erfahren. Es ist nie zu spät. Aber für die, die es schon erfahren haben, auch wenn es schon 20, 50 Jahre her ist bei manchen, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen vom klassischen Gottesdienst und wie die Person mir erzählt hat, als ich 22 war, waren übrigens ein paar Leute vom klassischen, da hat sich mein Leben so verändert. Das ist 50 Jahre her. Ne? Aber ich merke, da ist immer noch Dynamik da und diese Dynamik lebt in den Personen noch, mit denen ich gesprochen habe im klassischen Gottesdienst. Weil dieses Leben, was Gott gibt, das ist einmalig wunderbar. Also, kurze Gedenkminute. Ich frage nachher nicht ab. Ne? Einfach für dich, ne? Dass du das nochmal neu vor Augen malst. Welchen Unterschied hat Jesus in deinem Leben bisher schon gemacht? Okay. Würdet ihr sagen, da war ein Unterschied oder ist ein Unterschied?
Und jetzt denk mal an Leute aus deiner Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Verwandtschaft, die diesen Unterschied noch nicht erlebt haben. Stell dir vor, dass Jesus sagt, ich will, dass auch diese Menschen einen Unterschied erfahren in ihrem Leben. Ich schicke ein paar Engel vom Himmel, die es ihnen sagen. Die Engel sitzen hier. Das war der Plan, den Jesus gemacht hat. Ne? Okay, ich will, dass viele Leute diesen Unterschied erfahren durch mein Volk, durch meine Kinder. Und deshalb sind wir hier, ne, damit wir den Unterschied immer wieder uns bewusst vor Augen machen, sagen, danke Jesus, danke, danke, ewig werden wir dir danken. Und dann, Gott, zu wem schickst du mir, dass durch mein Leben, durch meinen Lebensstil, durch meine Worte, durch meine Beziehung, durch meine Liebe auch andere Menschen das erfahren. Und deshalb machen wir diese Reihe über Epheser, dass wir als Gemeinde lernen oder uns inspirieren lassen, was ist da vor 2000 Jahren passiert. Die Idee ist nicht, wir müssen das 1 und 1 kopieren. Die Idee ist aber, was hat dieser Oberschüler von Jesus, dieser Paulus, welche Prinzipien hat er angewandt? Er hat sie von Jesus empfangen, angewandt und was ist daraus entstanden? Und was wir bisher gemacht haben, das sind 3 Themen schon. Micha hat auf eine starke, eindrückliche Art und Weise beschrieben, in welchem Zustand die Stadt war. Das war viel Gottlosigkeit, Götzendienst und dann diese Koalition von dämonischen Mächten und Wirtschaft und die Unmoralität. Da war so viel los, wo man hätte sagen können, wenn wir Paulus gewesen wären, nee, ich suche mal was Leichteres raus. Aber in dem Brief, den Paulus schreibt, verstehen wir viel vom Herzen Gottes. Epheser 3, Vers 10, da heißt es, Gott hat den Mächten und Gewalten, die versucht haben, die Menschen in Gefangenschaft zu halten, er hat demonstriert, meine Gnade ist größer. Und das ist eigentlich Gottes größter Ehrgeiz und Gottes Freude, Gottes Passion. Er kann nichts anderes größer machen als sich selber. Er sagt, mein Name, mein Sohn Jesus, das ist die Lösung für Ephesus. Mein Sohn Jesus, das ist die Lösung für Wettingen, für Baden und für die Schweiz, für Deutschland, für Europa in dieser Zeit. Es gibt eine Lösung. Und Gott sagt, das ist meine Passion, dass ich dieser Welt, die ich geschaffen habe, die ich immer noch liebe, die mir den Rücken zugewandt hat, aber meine Liebe hört nicht auf. Und ich will diese Hand zeigen, diese Welt zeigen, durch meine Ekklesia, durch meine Gemeinde, durch meine Jesus-Communität will ich zeigen, meine Gnade reicht aus. Und das ist die Agenda von Grützpunkt, dass wir dabei sind bei dem, was Gott initiiert hat, für das Gott garantiert mit dem Namen von Jesus. Hinten ist das Kreuz, durch das Gott mit seinem Kreuz sagt, ich habe das unterschrieben, diesen Plan. Und dieser Plan wird in Erfüllung gehen. Alle anderen Pläne werden eines Tages gestoppt werden, wenn der Vorhang der Geschichte zugeht. Aber ein Plan wird in die Ewigkeit reingehen, die Jesus Community, die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, die geht mit ihm in die Ewigkeit rein. Glückwunsch, dass du dabei bist. Und ich wünsche uns allen, dass wir noch viele Leute einladen können und sagen, hey, darum geht es wirklich. Da ist einer, der dich liebt, der dich so liebt, der hat es bewiesen am Kreuz, der dich so liebt, wie du bist und sagt, ich will dich haben bei mir in der Ewigkeit. Ephesus. Wir haben dann darüber gesprochen, dass Paulus zuerst ein Fundament gelegt hat. Es ging darum, das Kreuz verstanden zu haben und Raum zu geben für den Geist Gottes. Es war nie die Aufgabe, das Ziel von Jesus, dass die Gemeinde ohne Dynamis vom Himmel lebt. Apostelgeschichte 1,8, Jesus sagt, Jungs, ich gehe jetzt. Aber was hier angefangen hat, Menschen werden geheilt, Menschen kommen zur Erkenntnis Gottes, das geht weiter. Und das geht nur weiter, wenn ihr gute soziale Programme habt. Macht sie. Wenn ihr eine gute Institution baut, wo alles gut organisiert ist. Es gehört alles dazu. Aber die Essenz ist, ihr braucht Dynamis vom Himmel. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Das Reich Gottes besteht aus Dynamis vom Himmel. Grützpunkt besteht dadurch, dass Dynamis vom Himmel auf dieser Erde in deinem Leben, in meinem Leben sichtbar, spürbar, erlebbar wird und weitergeht. Dann hat Dabrina sehr eindrücklich darüber gepredigt, wie diese Gabelung kam, Synagoge, das heißt 3 Monate waren sie zusammen und Paulus war gut im Jüngermachen, glaubt ihr das? Ich denke, Paulus war einer der Besten, der je gelebt hat auf dieser Erde nach Jesus, ne? Der wusste, wie man Jünger macht. Aber nach 3 Monaten sagt Paulus, hat keinen Sinn. Warum? Die Herzen waren verhärtet,
und sie waren dem Glauben nicht gehorsam. Paulus sagt an anderer Stelle, Römer 1 und 16, ich bin gekommen, um den Glaubensgehorsam zu verbreiten. Nicht einfach nur, ja, ich glaube jetzt auch, sondern Glaube ist in sich in der hebräischen Denkweise eine Überzeugung, die mich in Bewegung setzt, das zu tun, was meine Überzeugung ausdrückt. Wir sind Täter des Wortes, nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes, die haben ihr Leben auf festem Fundament. Und Paulus sagt, ja, die haben so viel gehört, ihr Herz ist hart geworden, sie setzen das nicht um, sie wenden es nicht an, so kann ich hier nicht weitermachen. Staub von Füßen. Leute, ich liebe euch, aber ich bin berufen, um Jünger zu machen. Ich bin berufen, um den Glaubensgehorsam auf diese Erde aufzurichten. Und Glaubensgehorsam heißt hören, verstehen, überzeugt sein und tun. Und die haben es nicht getan, haben sogar gespottet. Und hat Paulus gesagt, okay, raus aus der Kirche, wir gehen jetzt in die Saale des Tyrannus. Wow, welch eine Schule, welch ein Environment, welch ein Umfeld. Und Paulus sagt, Jesus, der in mir ist stärker als die Denkweise von Tyrannus, und der Gott von Artemis, der angebetet wird, in mir wohnt Jesus, der lebendige Auferstandene. Und so ging er dorthin und dann wurde es sehr spannend. Und was da geschehen ist, lesen wir jetzt. Die erste Folie bitte, Apostelgeschichte 19, okay, 11 und 12. Ungewöhnliche Machttaten tat Gott durch die Hand des Paulus. Sogar seine Schweißbinden und Tücher, die er auf der Haut getragen hatte, nahm man weg und legte sie den Kranken auf. Da wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. So, das war das erste Phänomen. Ja? Das heißt, er hatte plötzlich ein Umfeld, wo die Menschen in einer intensiven Art und Weise erfahren konnten, wow, Gottes Wort hat Kraft. Und wenn wir dann den Vers noch sehen, ganz Asien, also Umfeld von 500 Kilometer oder mehr, hörte das Wort Gottes. Viele kamen hin auf diesem Handelsweg, haben Ephesus Handel getrieben, haben vielleicht einen Artemis Tempel angebetet, gingen zu Prostituierten, aber nebenher kamen sie in die Schule des Tyrannus und dort haben sie gesehen, wow, dieser Jesus ist auferstanden. Wow, dieser Jesus tut Zeichen und Wunder. Wow, dieser Jesus gibt meinem Leben Frieden, Hoffnung. Dieser Jesus ist der, von dem der über 1000 Jahre angekündigt war. Er ist da, ich spüre die Zeugen von seiner Auferstehungskraft. Und so haben so viele Menschen das gehört. Und die Werkstatt von dem Ganzen, da war mittendrin, die Schule des Tyrannus war eine Werkstatt. Da haben die Menschen gelernt, wer ist Jesus und wie lebt dieser Jesus. Und dann sind diese Dinge passiert. Wenn man das ganze Neue Testament liest, gibt es wenig Stellen, die so krass diese Dynamis des Himmels in Aktion beschreiben. Ungewöhnliche Machttaten. Wer hat sie getan? Lass uns den Text angucken. Tat Gott. Gott hat sie getan. Aber Gott hat sie durch die Hand des Paulus getan. Und das ist schon mal die erste interessante Aussage. Nur Gott kann heilen, Gott kann Dämonen vertreiben, Gott kann befreien wirken. Aber er benutzt Menschen. Er will dich benutzen, mich benutzen, damit seine Dynamis auf dieser Erde hilfreich für das Leben von Menschen kommt. Böse Geister fuhren aus und so weiter. Und dann gehen wir jetzt zu Verse 18 bis 20. Das ist das erste Phänomen, wie das Übernatürliche durchgebrochen ist, Zeichen und Wunder. Und jetzt 18 bis 20. Viele, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten offen, was sie früher getan hatten. Und nicht wenige, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher herbei, verbrannten sie vor allen Augen. Man berechnete den Wert der Bücher auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort in der Kraft des Herrn und wurde stark. Das heißt, so wuchs das Wort des Herrn in der Kraft des Herrn und wurde stark. Das heißt, es gab nochmal eine richtige neue Freisetzung von Gottes Dynamis auf dieser Erde. Was können wir aus diesem ganzen Text hier ableiten für uns? Welche Prinzipien sehen wir? Das erste Prinzip, das hatten wir schon, klares Fundament, Gabelung, raus aus Synagoge. Und das dritte, was wir hier sehen, ist bekennen
und sich trennen. In meinem Leben habe ich das folgendermaßen erfahren. Kein Mensch hat mit mir, ich habe mich bekehrt, doch Leute, die waren unheimlich liebe Evangelisten. Ich habe heute noch zum Teil Kontakt, die wohnen in Israel, ne? Die haben tausende Menschen zum Herrn geführt. Und die haben einfach am Strand so Leute wie mich da aufgesammelt, haben ihnen von Jesus erzählt und manche kamen zum Glauben, viele nicht, aber manche. Und die haben aber gesagt, es war ihre Theologie damals, die hatten die Liebe, die konnten das Wort Gottes erklären. Die haben uns gesammelt, so Bibelstudium und mit uns gebetet. Aber sie haben gesagt, wenn jemand kommt und dir sagt, du brauchst jetzt auch noch die Geistestaufe und wir beten für dich, dass du Geistestaufe bekommst und in Sprachen betest, dann schick diese Leute weg. Die haben eine Theologie, die ist nicht hilfreich, weil die Gaben des Geistes haben aufgehört. Das war ihre Theologie. Und ich liebte diese Leute und ich habe die ernst genommen und so weiter. Und dann kam ich nach Deutschland zurück, ungefähr ein Dreivierteljahr später. Und ich habe wir wissen auch, was Audiokassetten sind, ne? Audiokassette gehört. Und da ging es zu dem Thema, die Lady, die gepredigt hat, die hat gesagt, okay, Joy Dawson, eine vorige Predigerin, sagt, Gott möchte Leute rufen, dass sie ihm kompromisslos dienen und unter den Nationen zur Verfügung stehen. Und da ich unter den Nationen gelebt habe, ich war lange unterwegs, war das klar, Gott, das will ich. Und ich sehe heute noch mein Zimmer, war Student, gehe auf die Knie. Das war ihre Einladung, liefere dich Gott aus. Und als ich auf die Knie ging, ich habe physisch gespürt, wie mich etwas zurückgehalten hat. Und dann habe ich gesagt, Jesus, was ist hier los? Und dann hat er mir gesagt, guck mal, bevor du Christ geworden bist, warst du kein Engel. Du hast vieles gemacht, was nicht gut war. Aber unter anderem hast du dich mit Schamanentum und südamerikanischen Zauberelementen beschäftigt. Ich war nicht tief drin, aber es war so, dass mein Denken davon filtriert war und dass ich auch angefangen habe, die ersten Handlungen zu tun. Und Gott hat zu mir an diesem Tag gesagt, guck mal, du hast dich eingelassen auf einen Bereich, um übernatürliche Kraft zu suchen und dadurch hast du dem Feind, dem Widersacher Gottes, dem Vater der Lüge, eine Hand gegeben. Ich will Kraft von dir. Und Gott sagt, ich kann dich befreien, aber geh und bekenne diese Schuld und sag dich los von diesem Einfluss. Habe ich gemacht, kurz und schmerzlos. Das war der Tag, wo ich angefangen habe, Seelsorge zu suchen. Und es war kurz und schmerzlos und ich war frei. Und dann hat Gott zu mir gesagt, meine Horoskope waren nicht gut und so weiter. Habe ich meinen Rucksack weggeschmissen, das Zeug verbrannt, war frei. Und diese Dinge waren so wichtig für mein Leben. Und deshalb verstehe ich auch, dass dieses Prinzip Bekennen und sich trennen so wichtig war. Als wir dann später in Tübingen selber angefangen haben, Gemeinden zu gründen etc., da kam der war damals 50, ich war 30, da kam ein Atheist, der sich plötzlich bekehrt hat. Und der Atheist, der hat alles Mögliche auch gemacht. Und dann habe ich angefangen, mit ihm Jüngerschaft zu machen. Und dann kam es zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, hast du früher irgendwie übernatürliche Kräfte gehabt? Ja, ich habe zum Beispiel autogenes Training gemacht und man kann das mal wertneutral angucken. Ne? Aber er hat gesagt, ich habe es zum Level beherrscht, ich lag auf meiner Couch und ich kann dann hochschweben und ich konnte mich dann oben sehen und so, von oben beobachten und auch so Gedanken manipulieren und so. Ne? Oder das war nur eins von vielen Sachen. Und dann habe ich gesagt, lieber so und so, ich glaube, da ist ein Hindernis in deinem Leben. Nee, das war bla bla bla. Okay, vielleicht einen Monat lang Diskussion und dann irgendwann musste ich nicht mit ihm darüber reden. Kam Gott selber. Wir haben gesagt, Ferdinand, das war Quatsch. Na? Du hast dem Feind die Hand gegeben. Und ich sage, was hast du gemacht? Sagt er, ich habe einen Kofferraum voll Bücher genommen, nicht weniger als einen Kofferraum. Bin irgendwo in Feuerstelle gefahren, habe all das Zeug verbrannt, habe Gott gesagt, vergib mir bitte und habe das ganze Zeug verbrannt und ich brauche das nie wieder. Und dann ist sein Leben richtig gewachsen mit Gott. Ne? Und ich denke, das Prinzip, das sehen wir damals in Ephesus, das ist heute noch gültig. Und was ich damit sagen will, ist, wir als Kreuzpunkt,
wenn wir wachsen wollen, so wie es hier heißt, so wuchs das Wort in der Kraft des Herrn und wurde stark, dann kann es sein, es ist nicht ein neues Gemeindeprogramm, aber wir wollen diese Wahrheiten, diese Prinzipien präsentieren, dann kann es sein, dass es wichtig ist, dass wir Dinge bekennen, die wir falsch gemacht haben, und dass wir auch uns trennen von manchen Dingen. Wir haben dann eine erste öffentliche Evangelisation gemacht, speziell für die Esoterik-Szene ausgerichtet. Und zu der Zeit haben sich in Deutschland nicht so viele Leute bekehrt. Ne? Eine der Neubekehrten war eine Dame, die für einen Arzt gearbeitet hat, sie war angestellt, um mit Reiki zu heilen. Das heißt, sie war so gut, ne, dass der Arzt sie bezahlte dafür. Sie hat die Kraft gehabt, sie konnte Leute heilen. Und dann hat sie aber erlebt, wie sie nachts plötzlich Träume hat und weil sie katholischen Hintergrund hatte, irgendwie wusste sie, das ist nicht so ganz in Ordnung. Und dann kam sie zu uns und dann hat sie kapiert, okay, Jesus, der Auferstandene, gibt mir Kraft. Und diese anderen Kräfte los. Und das war unser erster Hauskreis. Ne? Ihr Mann konnte barfuß auf Kohlen gehen und so, sie konnte das. Und die andere, also das war ein interessanter Hauskreis. So haben wir dann was gestartet und das war für uns eine unheimlich wichtige Erfahrung. Und aus dem heraus ist nachher richtig was Starkes expandiert. Aber ohne die persönliche Erfahrung, wo Gott mich wirklich seine Lupe in mein Leben rangesetzt hat. Und guck mal, das und das hält dich noch zurück. Und übrigens, welche Haltung hast du deinem Vater gegenüber? Ja, mein Vater, der war so schlimm zu mir. Wie warst du zu ihm? Und dann hat Gott mich überzeugt, egal was mein Vater gemacht hat, ich habe rebelliert. Egal was er gemacht hat, ich habe ihn nicht geehrt. Und dann bin ich von der Uni nach Hause gefahren. Vater, bitte vergib mir. Ne? Und ich habe gedacht, ich mache das mal so cool. Hey, übrigens, das war nicht so ganz okay, was ich gemacht habe. Ho. Das war nicht cool. Der Geist Gottes kam auf mich, wie ich das ausgesprochen habe. Vater, vergib mir bitte. Und mein Herz ist wirklich wie ein Stein zerbrochen. Ich habe erkannt, was ich in seinem Leben zerstört habe. Und ich denke, so ist dieser ganze Prozess, Bekennen, ist so wichtig. Und das ist nicht ein Gemeindeprogramm, sondern das ist zwischen dir und dem Heiligen Geist. Deshalb ist der Heilige Geist so wichtig, dass wir uns durchleuchten lassen. Nicht im Sinn, jetzt muss ich so viel suchen. Nee, ganz entspannt. Papa im Himmel, gibt es etwas, was mich zurückhält? Und wenn er dir nichts zeigt, dann sagst du, danke, dass ich schon so viel Freiheit habe. Und es kann ja sein, und das ist auch sowieso die Grundlage, ne? Das Kreuz. Ich bin erkauft, ich bin gerecht, das ist die Grundlage. Ne? Aber auf diese Grundlage könnte es sein, dass Gott immer wieder mal Dinge zeigt. Ne? Ich könnte jetzt hier zu diesem Thema eine halbe Stunde von meinem Leben erzählen, wo Gott mich hingeschickt hat. Ne? Übrigens, wo ist die Schreibtischlampe her? Ich war Student. Ach ja, die habe ich ja in der Schule noch mitgenommen. Ne? Okay. Und Gott sagt, die gehört nicht dir. Bring sie zurück. Und ich habe im Internat, nachdem ich weg war, ich habe 2 Jahre Hausverbot gehabt. Ich durfte das Haus nicht mehr betreten, aus verschiedenen Gründen. Und Gott sagt, bring die Lampe zurück. Okay, Gott, ich bin gehorsam. Und ich habe einige Male erfahren, wie Schritte des Gehorsams mit Bekennen, Wiedergutmachen, Trennen, hat jedes Mal was einen Schritt nach vorne. Okay, ich fahre in die Schule, 100 Kilometer mit dem Auto gefahren, fahre dorthin und dann klingle ich bei einem bestimmten Lehrer, der nicht mein Freund war, den ich eigentlich bekämpft hatte. Und der hatte eine Angst vor mir auch. Ne? Und ja, weil wir haben das Versuche unternommen, ihn loszukriegen. Ne? Okay, und ich habe geklingelt und er macht die Türe auf. Hallo Herr so und so, keine Angst, ne? Ich bin in guter Absicht gekommen. Kann ich kurz reinkommen? Und ich will um Vergebung bitten. Ne? Ich habe ihn um Vergebung gebeten für mein übles Verhalten, für mein destruktives, rebellisches Verhalten. Und das war für ihn Heilung. Ne? Und ich denke so, diese Schritte, die wir machen, das Reich Gottes zu sehen, wie es sich ausbreitet, hat etwas damit zu tun, dass wir einfach im Glaubensgehorsam leben. Versteht ihr, in der Synagoge ging es nicht weiter, weil kein Glaubensgehorsam da war. In der Schule des Tyrannus ging es weiter, weil die Leute in Glaubensgehorsam reingingen, weil sie Schritte gemacht haben. Und das ist ein Prinzip, was heute noch gilt. Also, ich bin jetzt 40 Jahre mit Jesus unterwegs oder sowas und Jesus ist mit mir noch nicht fertig.
Er legt auch heute noch manchmal seinen Finger drauf auf falsche Haltungen. Okay, die groben Klötze hat man mal weg. Ich habe mein LSD weggeschmissen, habe mein Gras weggeschmissen, alles und so. Ne? Das war, okay, das waren die groben Klötze. Aber dann jetzt in den letzten Jahren legt Gott seine Finger manchmal drauf. War deine Haltung hier richtig? Waren deine Worte gut? Waren sie hilfreich? Und ich denke, er nimmt uns alle mit auf den Weg. Als Nachfolger verändert er uns mehr und mehr in sein Bild. Und das ist die Grundlage der Gemeinde. Das ist die Gemeinde, von der Jesus sagt, das ist meine Braut. Das ist die Jesus Community, durch die ich den Mächten und Gewalten zeigen will, meine Gnade reicht aus. Meine Gnade ist die Siegeskraft auf diesem Planeten. Okay, ich könnte noch sehr viel zu diesem Thema machen, bei anderer Gelegenheit. Weil das ist so wichtig, dass wir einfach frei werden von Dingen der Vergangenheit. Ne? Unbekannte Schuld, Dinge, wo wir aus anderen Kraftquellen angezapft haben. Und vor allem das mit Beziehungen, Eltern, Familien gegenüber ist ein wichtiger Klotz. Lasst Gott da zu euch reden. Okay. Ganz kurz zusammengefasst, die Prinzipien, die wir heute gesehen haben. Durchbruch des Übernatürlichen war einerseits Zeichen und Wunder, war andererseits aber hier bei diesem Bekennen und Trennen, wo sie gesagt haben, wir wollen frei sein vom alten System, wir wollen mit Gott uns vorwärts bewegen lassen. Und ich denke, nur deshalb kam das Evangelium bis nach Kolosse, bis nach Laodicea, an all diese Orte, die da erwähnt sind, weil die Leute frei wurden und losgehen konnten. Und jetzt kommen wir natürlich zur nächsten Folie, bitte. Zur nächsten Folie. Gedanken zur Anwendung heute. Und stellt euch mal vor, also hier war es so, stellt euch mal vor, hier würden plötzlich 20 Leute reinkommen. Ja, das war ja draußen. Wir würden rausgehen auf die Straße und wir würden beten, dass Leute geheilt werden. Wollen wir das überhaupt? Oder wir würden sehen, dass Leute hier reinkommen. Sie kommen mit Rollstühlen rein, sie kommen blind rein, sie kommen von der Straße rein, damit sie von Jesus Hilfe empfangen werden. Ich glaube, wir müssen das nüchtern und ehrlich anschauen. Wollen wir dieses Übernatürliche? Wollen wir, dass in der Stadt über uns gesagt wird, hey, hast du gehört? Da wird für Kranke gebetet und da werden Knie werden geheilt. Vielleicht heilt Gott heute auch ein Knie. Da werden Leute schmeißen die Krücken weg, fangen an zu hüpfen. Blinde Augen gehen auf. Wollen wir das? Oder sind wir dann Schwärmer? Ich will keine schnelle, leichte Antwort. Ne? Ich denke, das sind alles Dinge, über die wir länger nachdenken müssen, auf einer persönlichen Ebene und auch gemeinsam. Warum sind Zeichen und Wunder wichtig? Sie sind nicht die lauteste Stimme des neuen Bundes. Die lauteste Stimme unserer Zugehörigkeit zu Jesus, wisst ihr, was es ist? An was wird die Welt erkennen, dass wir zu ihm gehören? Habt ihr mal die Bibel gelesen, ne? An was werden sie erkennen? Die Liebe. Genau, die Liebe. Das ist die lauteste Stimme unserer Glaubwürdigkeit. Und das ist auch ein übernatürliches Ding. Ich kann nicht alle Menschen lieben. Ich merke manchmal, mir kommen negative Gedanken, kritische Gedanken. Vielleicht geht es hier nicht so. Ne? Das heißt, dann brauche ich die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, mit der ich Brücken bauen kann. Also die Liebe ist die stärkste Stimme, dass wir eine andere Community sind als der Sportverein, der Hasenverein oder sonst ein Verein oder eine politische Gruppe, weil wir nicht uns an einem irdischen Ziel gleich machen auf Sympathie, sondern weil wir von Jesus zusammengewürfelt sind. Und Jesus sagt, aus diesem zusammengewürfelten Haufen mache ich eine Community. Ich bin der diese Unterschiedlichkeit durch den Reichtum meiner Gnade aufweicht, damit da eine Familie draus wird. Und die zweite Stimme ist die Einheit. Johannes 17, da wird wenig darüber gepredigt. Ich habe zum Glück diese Woche wieder mal eine Predigt darüber gehört auch. Da heißt es, Jesus sagt zum Vater, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, das Gewicht deiner Gegenwart, die Intensität deiner Liebe, die gebe ich jetzt meinen Nachfolgern, damit sie eins sind. Leute, wenn wir Einheit wollen, brauchen wir nicht eine gemeinsame Dogmatik,
Die hat ihren Platz, das hat ihren Platz. Ne? Aber die Essenz für die Einheit ist, Johannes 17, die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, das Gewicht seiner Gegenwart, die Kraft seiner Liebe, die Fähigkeit, die Bereitschaft zu vergeben und nicht nur passiv ich vergebe, sondern Brücken zu bauen. Das ist das, was die neutestamentliche Gemeinde ausmacht und was typische ist. Und das ist das, von dem wir wünschen, dass Kreuzpunkt dafür steht. Sie lieben einander. Wie redet man im Aargau hier über Kreuzpunkt? Das sind Menschen, die einander leben. Das sind nicht alle ganz gleich, aber sie haben Gnade, sich zu vergeben, Brücken zu bauen. Und sie haben eine Einheit, weil das hebräische Kavod, das Gewicht Gottes, die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, ihre Persönlichkeit durchdringt. Okay, das ist das Lauteste, aber das ist nicht alles. Wir müssen verstehen, dass das Reich Gottes besteht nicht aus Worten und netten Gesten, sondern das Reich Gottes, 1. Korinther 4,20, das Reich Gottes besteht aus Dynamis. Wir sind wieder beim Dynamis in eurer Mitte. Das heißt Kraft vom Himmel. Und wenn wir dieser Kraft vom Himmel keinen Raum geben, ihr Lieben, dann sagen wir, Gott, wir wollen das Reich selber organisieren. Wir wollen deine Herrschaft so machen, dass es nicht anstößig ist, dass die Menschen hier in dieser Region nichts Dummes über uns sagen. Gott, dein Reich komme, ja, aber so wie wir das wollen. Es muss alles ein bisschen manageable sein, es muss alles ein bisschen korrigierbar sein. Als wir die Gemeinde in Brașov angefangen haben, und das ist der Unterschied zwischen Mitteleuropa. In der Schweiz hat man wahrscheinlich das beste medizinische System auf der Welt. Wozu brauchen wir noch Gebet für die Kranken? Wir haben Ärzte, wir haben Pharma, wir haben alles. Ne? Als in Rumänien anfing, die Leute waren arm, medizinische Versorgung sehr schlecht, wo immer für Heilung gebetet wurden, sind die Leute gekommen und wir haben so viel Heilung gesehen. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo dann die Presse auf uns aufmerksam geworden ist. Und sie hat uns so durch den Kakao gezogen, hat uns so verdammt und angeklagt. Ne? Müssen wir uns auch entscheiden. Und auch andere Gemeinden. Ne? Wir waren voll das rote Tuch. Und dann mussten wir uns entscheiden, okay Leute, wir wollen doch nicht so extrem sein. Oder wollen wir sagen, dein Reich komme. Jesus, das sind Menschen, das sind krank. Wir wollen sehen, dass sie geheilt werden. Das war unsere Entscheidung. Und ich erinnere mich noch an eine Frau, die kam. Die Gemeinde war vielleicht 3-4 Monate alt und diese Frau, die kam, weil sie in der Zeitung diese Dinge gelesen hat. Und die Zeitung hat dann auch noch gesagt, ach übrigens, diese Frommen aus dem Ausland, die geben Geld, dass den Leute erzählen, wir wurden geheilt. Und diese Frau kam und unser Lobpreis war damals unheimlich stark, während des Lobpreises, Gegenwart Gottes da. Und dann nächsten Sonntag sagt sie, öffentlich, wir haben damals öffentlich Zeugnis gegeben, sagt sie, ich muss was sagen hier. Ich war letzten Sonntag hier, um einfach zu sehen, was hier von Hokuspokus betrieben wird und ich hatte richtige Schmerzen im Knie. Und ich muss euch sagen, ich ging vom Gottesdienst weg und die Schmerzen waren weg. Und das sind Dinge, die Gott tun kann, aber es ist für uns interessant, dass Menschen geheilt werden. Wir haben unser System, das wir haben, medizinisch, okay, aber trotzdem gibt es auch Krankheiten, Zustände, die jenseits davon sind. Wollen wir das? Ich frage jetzt keine Antwort ab. Ich denke, das sind Dinge, die müssen wir am Herzen für uns überlegen, die müssen wir als Gemeindeleitung überlegen, die müssen wir als Hauskreise, Kleingruppen überlegen, aber Gott will auf jeden Fall mehr. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wie interpretieren wir es, wenn Kranke durch das Gebet nicht geheilt werden? Wenn ich heutzutage in der evangelikalen Welt hier in Europa so frage, werdet ihr für Kranke? Nein, wir haben schon so oft erlebt, wir kennen diese Schwärmer, die beten für Kranke und da werden viele nicht geheilt. Oder manchmal ist so eine oberflächliche Heilung und dann wird das als Heilung verkauft. Wir wollen nicht für Heilung beten. Der erste Widerstand, glaube ich, außerdem, jetzt wollen wir es oder nicht, was passiert, wenn Kranke durch das Gebet nicht geheilt werden? Jesus ging eines Tages in diesen Teich in Bethesda. Erinnert euch an Geschichte, ne? Johannes 5. Da waren viele Kranke. Und Jesus ging hin. Und wie viel hat er geheilt? Er hat einen geheilt. Dieser herzlose Jesus. Jesus ging wieder weg. Und dann, als er wegging, und das ist interessant, wenn ihr Johannes 5 lest, ne? Als er wieder wegging, gab es eine Diskussion mit den Pharisäern. Und dann sagt Jesus, ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater tun sehe. Und jetzt
sind wir nicht auf dem Anklagestuhl und sagen, Gott, du warst ein schlimmer Gott, dass du nicht mehr geheilt hast. Gott hat seinen Sohn, wir schauen immer wieder aufs Kreuz, Gott hat seinen Sohn Jesus geopfert. Das ist der größte Liebesbeweis. Ob wir geheilt werden oder nicht, ist nicht Zeichen seiner Liebe letztendlich, ehrlich. Wir müssen mit dem Fakt leben, dass wir nicht alle geheilt werden. Das ist Teil der Realität dieser gefallenen Schöpfung. Und es ändert nichts an der Liebe, die Gott zu uns hat. Es ändert aber auch nichts in dem Auftrag, für Kranke zu beten. Und das ist ein Spannungsverhältnis. Wir haben einerseits den Liebeserweis am Kreuz, unerschütterlich, nicht revidierbar, darauf steht unser Leben. Er liebt mich, wow. Geheilt, krank, das ändert nichts in seiner Grundliebe zu mir. Ich weiß nicht, ob ihr John Wimber kennt, einer der bekanntesten Preacher in den 80er Jahren. John Wimber war anticharismatisch. Heilung gibt es nicht. Ja? Und er war halt Tennis spielen, tennisarm und Arzt konnte ja auch nicht mehr richtig helfen, lag im Bett und seine Frau, die hat mittlerweile erfahren, dass Gott auch heute noch heilt. Sie hat dann nachts, als er geschlafen hat, für ihn gebetet. Und plötzlich wacht er auf, der gute John Wimber, weil sein Ellbogen zu heiß wurde. Was ist los hier? Ich habe völlig gebetet. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Ne? Und er hat John Wimber angefangen zu glauben, okay, Gott heilt noch heute. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, und jetzt fang du an, für Kranke zu beten. Okay, er hat gebetet, als guter Pastor, für viele Leute gebetet. 1 Jahr lang. Wisst ihr, wie viele Heilungen? 0. 0 Heilungen in einem Jahr. Und schon in seinem Buch Power Evangelism kann man das nachlesen, beschreibt das sehr ausführlich. Dann sagt er, Gott, ich mache diesen Zirkus nicht mehr mit, ich mache mich jetzt zum Hugo hier. Er sagt Gott, wer heilt, du oder ich? Du betest und ich heile. Und ich heile, wenn es meine Zeit ist. Ne? Und es ist schwierig, es zu verstehen, aber wir müssen diese Grunddinge sehen. Gott liebt uns, Kreuz. Er gibt uns den Auftrag, zu beten für Heilung. Das ist ein Auftrag, den hat er nicht zurückgenommen. Und er heilt. Wir verstehen das nicht immer wann und wie, ne? Aber es ist möglich. Wir sind nicht freigesetzt von unserem Auftrag, deshalb machen wir das. Wir hatten Veranstaltungen in Tübingen. Ich war Pfarrer in Tübingen und ich habe 400 Leute eingeladen, der Pfarrer dabei. Wir hatten einen guten Freund aus Malaysia, einer, der so viel Wunder erzählt hat, wie ich selten gehört habe. Und dann haben wir mit diesen ganzen Leuten, hat der Joy aus Malaysia, der hat so eine Salbung gehabt, hat über Jesus gesprochen und dann gesagt, ja, jetzt heilt Gott dies und dies und dies. Und ich habe dann mit einem Pfarrerkollegen gesprochen danach. Und wie war es für dich? Sagt er, Theologie war schrecklich. Ich kann mir sowas nicht anhören. Und sonst noch was? Sagt er, ja, ich bin rausgelaufen an diesem Abend und nach 25 Jahren konnte ich das erste Mal wieder riechen. Versteht ihr? Wir können Gott nicht in eine Box reinstecken. Jetzt muss Gott heilen oder Gott heilt so und so. Das ist zu kompliziert und das ist auch nicht das, was hier steht. Ich denke, wir wissen das eine, dass er gut ist. Wir schauen immer auf das Kreuz. Und wir wissen, dass er uns einen Auftrag gegeben hat, zu beten für die Verheilung. Deshalb tun wir das. Und ob er heilt oder nicht, ist in seiner Hand. Noch ein Gedanke dazu, Nazareth. Jesus, der Sohn Gottes, der Gesalbte Gottes, konnte in Nazareth nicht viele Wunder tun. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Das heißt, da können wir mit Gott kooperieren, dass wir glauben, dass er willens ist zu heilen. Aber, Leute, wenn wir für Kranke beten, wir machen nie Druck. Jetzt bist du nicht geheilt, jetzt hast du nicht genug geglaubt. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. Ne? In der Bibel steht, er hat den Preis bezahlt, aus seinen Wunden sind wir geheilt und deshalb beten wir. Und wenn jemand nicht geheilt wird, kommt man nicht, du hast zu wenig geglaubt. Glaubenselement ist ein Faktor, aber nicht ein Faktor, mit dem wir Druck machen. Okay, ich sehe die Uhr, ich weiß es, ja. Ich will das Ganze positiv abschließen und wenn wir uns mehr von Gottes übernatürliche Kraft und Gegenwart in unserer Gemeinde wünschen. Und als Pastoren und Gemeindeleitung sagen wir, ich glaube, wir wünschen das uns alle, oder? Wir wünschen es uns auf einer Form, die natürlich ist, ganz relaxed, aber in unserer natürlichen Art soll das Übernatürliche reinkommen dürfen. Und dazu ein paar Gedanken. Es geht um, hier den ersten Punkt noch, ist Hunger nach seiner Gegenwart. Leute, lasst uns das mehr entwickeln als
das Bedürfnis nach Heilung, Hunger nach seiner Gegenwart. Und oft ist es so, wenn er kommt, dann kommt Heilung mit. Es ist kein Automatismus, aber wenn er kommt, kann es sein, dass es mit passiert. Und deshalb, Leute, Gott hat zu Mose gesagt, der Unterschied zwischen meinem Volk und den anderen Gruppierungen ist meine Gegenwart in eurer Mitte. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Das ist nicht Pfingstgemeinde, das ist neutestamentliche Gemeinde. Wir geben das nicht anderen Strömungen ab. Neutestamentliche Gemeinde, deine Gegenwart. Und wie erleben wir Gottes Gegenwart? Nächster Punkt bitte. Durch eine Kultur des Dankens und der Anbetung. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Schritt, der uns in der nächsten Folie mit einem Text gezeigt wird. Und damit schließen wir ab. Wie können wir mehr von Gottes Gegenwart erleben? Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander in Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lobe Gottes. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir das mitnehmen von heute, einfach als Lebensstil. Wir möchten mehr, ganz natürlich, von der Gegenwart Gottes in unserer Gemeinde haben, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Umfeld. Dann glaube ich, ist das einer der, an wen schreibt Paulus das? Ephesus. Ne? Es ist interessant, welche wichtigen Dinge er 10 Jahre später diese Gemeinde mitgegeben hat, als ob er sagen wollte, Leute, ich habe euch das damals gesagt, ich erinnere euch 10 Jahre später nochmals daran. Das ist so wichtig. Ich lese es zum Abschluss nochmal. Das gilt für uns als Kreuzpunkt. Wir als Kreuzpunkt, wir wollen uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Wir als Kreuzpunkt, wir wollen miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder singen. Wir wollen in unseren Herzen Musik hören zum Lobe Gottes. Wir als Kreuzpunkt, wir wollen Gott dankbar sein, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken. Merkt ihr, wisst ihr, was eine Atmosphäre bewegt? Dankbarkeit, Ausrichtung auf Gott. Und ich denke, wenn wir diesen Lebensstil weiter kultivieren, in unserem Herzen Musik haben, und das ist ja so toll, Sonntagmorgen, dass wir das hier auch so schön erleben können. Ne? Ich glaube, da wird was Schönes in unserer Gemeinde passieren. Ich möchte jetzt noch beten mit uns. Jesus, Gemeinde zu haben, war deine Idee. Du hast gesagt, ich baue und ich bin der Kopf, ich bin der Architekt, ich bin der Baumeister. Ich bin physisch nicht da, aber Gott, der Heilige Geist, ist da, der Parakletos. Er lehrt euch, er leitet euch, er gibt euch übernatürliche Gaben, er lässt die Frucht meines Wesens in euch wachsen. Wir wollen dir bewusst sagen, Jesus, dass wir uns immer mehr öffnen wollen für deinen Heiligen Geist, um die Kraft des Himmels immer mehr in unserer Mitte zu erleben. Dass immer mehr sichtbar wird und demonstriert wird durch Kreuzpunkt. Hier ist Gott in der Mitte, hier ist Gott am Werk. Bei allen Unterschiedlichkeiten, bei allen Defiziten, Gott ist in der Mitte. Gott füllt Mangel aus. Und ich bete auch, dass du jetzt schon anfängst. Wir wollen sehen, dass du heute auch Menschen heilst. Und wenn du Heilung brauchst, dann sag es Gott in deinem Herzen, bitte heile mich. Und mach das nur persönlich zwischen Gott und dir. Wir laden dich bewusst ein, Heiliger Geist, dass du die Heilung Gottes freisetzt. Und wo wir gefangen sind, Heiliger Geist, zeig uns, wo die Stricke sind, die uns zurückhalten. Wir beten, dass wir als Kreuzpunkt frei sind, um die Werke zu tun, die Jesus vorbereitet hat. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht, aber nach dieser Predigt habe ich einen Hunger nach dem Heiligen Geist. Wenn ich das gehört habe, was der Hermann erzählt hat, das bewegt in mir etwas, das bewegt in meinem Herzen etwas, das macht bei mir einen Hunger nach dem Heiligen Geist. Einen Hunger nach dem,
was Gott mit unserer Kirche vorhat, nach dem, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und das Schönste an diesem Hunger finde ich, dass der Heilige Geist 2 Sachen macht damit. Er stillt den Hunger und er regt den Hunger an. Aber ich glaube, wir müssen anfangen damit. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, gibt es sonst noch jemanden da drin, der Hunger hat nach dem Heiligen Geist? Yes, come on! Sonst noch jemand, der Hunger hat nach dem Heiligen Geist? Wer möchte den Heiligen Geist erleben? So viel! Wow! Und Gott spürt das, Gott hört das, Gott hat jede Hand gesehen, die jetzt aufgestreckt hat. Und der Heilige Geist hat das gesehen, jede Hand, jede Person, die eine Hand aufgehabt hat, hat dich gesehen. Und er möchte deinen Hunger stillen und er möchte deinen Hunger anregen. Und ich tue euch jetzt segnen. Steht doch dazu auf. Himmlischer Vater, danke, dass wir mehr sein dürfen. Danke, dass wir natürlich sein dürfen, dass wir nicht etwas aufsetzen müssen, sondern dass wir einfach so vor dich kommen, wie wir sind und das mitbringen, was wir haben. Und du siehst jetzt alle die Menschen, die gesagt haben, jawohl, ich habe Hunger nach dem Heiligen Geist. Und ich segne euch im Namen vom Vater, der euch unendlich lieb hat. Im Namen vom Sohn, der alles gegeben hat für dich. Und im Namen vom Heiligen Geist, der deinen Hunger sieht, der deine erhobene Hand gesehen hat und der deinen Hunger stillen und der deinen Hunger anregen will. Nach mehr von seiner übernatürlichen Kraft, nach mehr von dem Dynamos, wo unsere Kirche mit Einheit und mit Liebe erfüllt und wo unserer Kirche Ausstrahlungskraft gibt nach außen. Amen. Liebe Kreuzpunkt, ihr habt sicher mitbekommen, dass letzte Woche der Bundesrat entschieden hat, wie es weiter soll gehen mit Versammlungen, und das hat auch Einfluss auf unsere Gottesdienste. Und so möchte ich euch jetzt informieren, was wir als Gemeindeleitung entschieden haben, wie wir unsere Gottesdienste gestalten und wie das wird sein in Zukunft. Wir werden ab nächstem Sonntag 2 Gottesdienste haben. Wir werden im 2. Stock da oben einen Gottesdienst mit Zertifikat haben. Also für all die das Zertifikat haben, sind herzlich willkommen im 2. Stock. Wir werden dann auch da oben keine Begrenzung haben, wir werden keine Maskenpflicht haben, wir werden können miteinander Kaffee haben. Es ist so quasi Gottesdienst, wie das vor der Pandemie war. So wie das der Bundesrat vorgibt. Das ist für alle mit Zertifikat. Im Erdgeschoss haben wir gleichzeitig einen Gottesdienst für ohne Zertifikat. Für all die Leute, die kein Zertifikat haben, die können dort Gottesdienst miteinander feiern. Dort haben wir eine Begrenzung von 50 Leuten, so wie der Bundesrat das vorgegeben hat. Es wird dort weiterhin Abstand gelten und es wird auch bedeuten, dass man Masken anbehalten muss. So möchte ich euch auch bitten, weiterhin euch anzumelden für im Erdgeschoss, wenn ihr dort den Gottesdienst teilnehmen wollt. Uns ist bewusst als Kirche, das kann zu Diskussionen und verschiedenen Meinungen etc. führen. Aber der Hermann hat vorher das so schön und deutlich gesagt. Was ist die lauteste Sprache? Was ist die lauteste Stimme im Evangelium, das wir lesen? Das ist Liebe. Und das wird das leitende Prinzip sein, nachdem wir die Situation in dieser Kirche handeln. Wir werden die Diskussionen mit Zertifikat, ohne Zertifikat, Sinn und Sinnlosigkeit und all diese Sachen wird unser Gespräch nicht dominieren. Ich spreche das aus und es ist mir wichtig, dass ihr das hört. Das wird nicht sein, um das wir uns drehen werden in Zukunft als Kirche. Sondern das ist etwas, wo wir uns einfach dazu einordnen und wo wir als Staatsbürger Gehorsam leisten dem Staat gegenüber. Aber wir haben einen Auftrag. Wir als Kirche wollen hier Kirche bauen. Wir wollen sein Reich sehen, vorwärts gehen und grösser werden. Um das geht es. Um die Liebe zueinander. Das andere sind Praktikabilitäten. Einverstanden? Alright, so machen wir es. Und so darf ich euch jetzt einen gesegneten Sonntag wünschen. Kommt gut heim und genießt den Tag.